Von der haben wir Moot Sindach. Und wenn ihr nicht bekannt seid mit was Moot Sindach ist, wo ich persönlich so manche Frau, 3 Personen Frau, uit de kerk, wat er worden wel hier komen, een kaarteret hebben, een boodschap hebben, een testimony geven of wat immer. En van daar heb ik de elders gevraagd. We hadden 3 elders en de elders waren opgekomen en zij waren hier alle 3 kort wat zijn. Dat zijn maar weinig minuten. Maar het is einfach een Moot Sindach, wo je kan een beetje kan leren wer ze zijn. En wat je moet geven, even met de weet wat ze hebben John ook een elder en helpt ook dingen entscheiden. En ik zie dan ook een elder, wanneer ik met de elders top zie in een meeting, wanneer we dingen bestemmen dingen in eenigheid, dat we alle daarvoor zijn. En zo dan zie ik ook een elder, wanneer ik door de ruit ga. En zo wat dat meint is, onze kerk is geleid van een leidende prediger met de ingerstartung van en de ingerstartung geven dat we de kerk kunnen op een rechte weg, ver weg leiden met de visie, wat ik geloof wat God heeft voor ons, voor de kerk en voor ons allen. En zo dat is dat ongeveer schaft. En ik zie excited van dat de elders hier zijn en wel ons een woord metgeven. Zo dat eerste waar we Fernando Letkeman hebben. Fernando komt nu op. Fernando is een businessman. Hij eent een business hier aan een corridor. Hij heeft een zeer schmakke familie. En hij heeft een groot hart voor onze kerk dat hij bereikt de weg verder weg is. So take it away. Goed, Marius. Du wirst 10 Jahre jung. Du zit om het eerste Mal te zien voorouders, te zien dad, zeggen daddy, ik geloof dat du bent oud geworden en ik geloof ik weet nu ongeveer zoveel als du das, of vielleicht gewoon een klein beetje meer, ik ben nu klug. Nee, du bent wirklich al uitgerand. En zo, de voeder blijft plus ganz stil en hij denkt zo, das Jong, der weet niet wo weit auf hij is, van überhaupt onscheren van hoeveel verstand en wijsheid zijn voeder werkelijk heeft. De vrouw is, han die Kinder vielleicht zwischen 10 und 20 Jahren mal sind dort zu dir gesagt, weißt du, was ich dort fällt? Oder, ich glaube nicht, mir sitzt so, dass hier so eine Kirche, wo keiner ever uns dort gesagt hat, zu sehen Futter. Oder wenigstens auch nicht gedacht, nicht so? So ist wie sind aber bei dir gekommen. Oder selber. Wo behandelst du den himmlischen Futter? Behandelst du, oder stellst du dich so ab, zu den himmlischen Futter, dass das so sieht, dass du bist kleiner geworden als was Gott ist? Oder was ans himmlische Futter ist. Der Anfang von Weisheit. Den nächsten Satz, was ich will sagen, wenn ihr mir versprechen, denen denkt zu holen, dann seid ihr heute, um hier zu raufgehen. Das ist, was niemals zu klug für Gott. Was niemals zu klug für Gott. Sprecher 1, Vers 7 sagt, Furcht für den Herrn ist der Anfang von Verständnis. Der Unbedachte verachten Weisheit und luten sich nicht belehren. Sprecher 9, Vers 10 sagt, sei dich selbst, der Weisheit fängt an, wenn wir den Herrn fürchten. Und so, wir sind eine deutsche Kirche, wir sind hier in der deutschen Gegend, in der deutschen Kolonie. Und so, ich will ein Beispiel bringen von uns Deutschen hier, unsere deutsche Kolonie. Der ist über 100 Jahre angefangen und unsere Lehrer hier so in der Gegend, 100 Jahre durch. Die halten die Menschheit drauf, die sagen, das ist besser, wenn die nicht weiten tun. Das wird besser sein, wenn die das nicht wissen. Und die den Schulen raufholen, dass, no, wir wollen nicht so viel lernen. Und ich weiß nicht, warum sie das deuten. Ich glaube, sie deuten das um, dass sie die Menschen ein bisschen besser kontrollieren können. Aber das ist so weit an biblisch, als es werden kann. Die Bibel, die lehrt uns ganz klar über mehrere verschiedene Wege, dass wir sollen uns lernen, wir sollen uns Reut merken, wir sollen
ans Bilden luten, dat wie kan de dingen zo goed, zo fijn, zo boezig en zo leicht en als mogelijk. In ober. Wir haben zijn einige Voorbeeld. Gott in de Bibel wies ons dat hij brug geleerde mensen ook voor een groot werk. Zoals Moses, hij werd in een koningshuis abgebracht, abgewassen. Hij had veel geleerd en God brugt hem om dat volk Israël eruit te voeren. We hebben Daniel, hij was een hooggeleraar. We hebben Paulus. Paulus was een schriftgeleerde. Hij was een van de kliekste mensen te die tijd. En hij brugt den om dat evangelium wiederbrengen, dat we dat van der und haben. En zo in Sprüche 9, Vers 9 sagt dat, leer einen weisen Mann en hij wordt nog wijzer worden. En ik geloof dat is krak wat er passieren hat in deze jaren van deel. Mijn vader, die zei, zijn kinderen die zullen een betere school hebben als wat hij had gehad, omdat dat we worden kan de dingen leichter doen en beter doen en boosier doen als wat hij kunnen doen. En dat is waarom ik hier van deel zijn. En het kan zijn dat zeer viele van jullie zijn krak door. En de jaren die hebben gewassen, die zijn some van onze Verführers, die haben gesagt, wir wollen bessere Schulen bauen, wir wollen uns besser Reutmerken und bilden und wir wollen Reut sein für das Leben. Even hier so in der Kirche, wir haben hier immer mehr und mehr, wo du einfach professional ausgelehrte Menschen sind. Das denk erst bloß, dass wir ran in einige vor. Dass wir ab einmal sind 10 Jahre jung waren. Oder dass wir zwischen 10 und 20 sind und wir sagen, nu weiß ich das all. Ich weiß nicht, krank wird es schaffen das. Nu brauche ich all nicht mehr, wem Frauen nur ernst wird. Nu brauche ich nicht anerkennen, dass du noch mehr ist, als das, was ich weiß. Ich brauche nicht mehr nur die Kirche fahren, wenn die Menschen in die Kirche, die Prediger haben nicht mal so weit gelehrt, als ich habe. Sonst wo die mich noch lernen? Ich weiß das nicht alle. Oder die anderen Christen, die dran sind, die sind nicht so klug gesagt, ich brauche eine Gemeinschaft mit einem anderen Christ. Und wird immer wieder noch alles wollen vergeben. 1. Korinther 1, Vers 19 sagt, dort steht geschrieben, ich werde Klüge ihre Klugheit zu nichts merken. Und die Verständige ihr Verstand und sieht stellen. Vers 20, der letzte Part. Wo sind die weltlichen Weise in dieser Zeit? Hat Gott nicht die Weisheit von dieser Welt zu ansehen gemerkt? Und so, wenn wir bloß weltliche Weisheit haben, und wir haben uns dort in uns Kopf gesagt, dass ich sind nicht klug geworden, dann wird Gott dort ansehen merken. Da wird uns nicht halten. Die Statistiker sagen, dass die Christen in der Welt, alle Christen in der Welt, die sind Arme, du sind männlich, du sind Recke, du sind sehr Recke, und alle Gruppen dort fashion nach irgendwo, aber du ist nicht eine Gruppe, die sehr rütachen hat. Die sind so meist über 1% wies. Krax ist dort, du sind ungeschuldet, du sind leergeschuldet, du sind männliche Schulde, so hochgeschuldet. In keiner Tag so rüt, wir haben Christen, wo du von alles sind. Und aber wo das rütachen, dort ist, die Atheos, die Atheists, dort sind Menschen, wo du überhaupt nicht an Gott glauben. Sie glauben nicht an einen anderen Gott, die glauben, dort gibt kein Gott. Du hast kein Gott. Stellt dir bloß vor, was von Glauben dort bekannt, dass die keinen so glauben. Und ich glaube gleich, dass wir hier so haben, aber die dachten, sei rüt. Von allen Atheists steigen groß rüt. Dat zijn hochgeleerde mensen. Een deel van de atheists zijn zeer hoog uitgeleerde mensen. En die randen in deze gevaar dat zij op zichzelf zeiden, ik ben te klug geworden. Pastor John zei to me, das werk dat, hij gelooft dat die werden gebrainwashed. En dat kan ook zijn in de school dat het gebrainwashed wordt. Maar ik geloof ook in ihr hart zijn zij, hebben zij zich gezegd dat ik weet niet al wat. Nu brauch ik al niet meer wat. Psalm 14, Vers 1 sagt, the fool says in his heart, there is no God. In der plottische Bibel, they know, in ik zag nu een ander woord wat mij dat beter beschreven dat in dat plottische weerbeeld dat ja voor een fool een woord dat zegt, de bladkap. De bladkap zegt in zijn hart dat ja geen God. 1. Korinther 8, Vers 1 sagt,
dat weten van de waarheid alleen meer gestalt, aber Leuf biedt ab. Und so, wenn wir bloß weten de waarheid alleen, dann fangen wir an zo'n groot te doen. Ik weet dat niet al. En aber Gott als Leuf, wir brauchen Gott seine Leuf, wenn wir wissen und wir waren klicken, dat wir anerkennen, dat Gott als Leuf, Gott als weit über uns, dat wir waren niemals nicht so weit handchen als heute. Ich hatte einen Freund, der zei dat ik wilde nie een trak kopen en hij had zijn calculator genomen en had angefangen te rekenen. Als hem dat uitkwam, dat hij nie een trak kopen, hij zei, nou, dat komt niet uit. Maar mij aan den trak zou ik daar nog fresh rekenen. En dan nog, oh, den 10 tags, en dan nog dit, dan nog dat, dan nog ja. Maar ik reken zo lang, dat ik heb hem zei, dat komt toch uit. En dan koop ik me nie een trak. En als dat wil wie zijn in ons leven, wo wir sein auf einmal, ich glaube das nicht, dass Pastor John über dort reden, dort schiert mich an, dass wir mich anmachen. Nicht mal ich mir gehen online und Prediger sagen, was du so lange redest, über den Sinn, was ich tue, dass der nicht mehr Sinn hat, dann hat mich gereicht vor ich dort. Oder die Wahrheit, wo ich glauben da, und sehe ich mir so lange rum, aber auf einmal die Wahrheit geworden ist. Als dort, wo wir sind, sind wir auch klug geworden. Op einmal für Gott. Und so, ich will uns bloß alle einladen, dass wir uns abbiegen, dass wir wissen, dass wir uns heute merken verleben und dass wir so leben, dass es kann Gott gefallen. Und dass wir in uns Hort können sein, je kleiner ich war, je besser weiß ich, dass, und je klarer weiß ich, dass uns Gott, der ist 10.000 Mil über uns. Hij hat alle Weisheit, Verstand, Liebe, Gnade, Friede. Hij ist herrlich. Und steht uns selbst groß und sagt, nu weiß ich das alle. So werden wir nicht zu klug worden für Gott. Die Weisheit fängt an, wenn wir den Herrn fürchten. Så jag går till nästa har vi Jake Thiessen. Jag kan Kristi lera Jake en egen tid kan about över 20 år träg. Fel intressanta dingar belevt, dass det kinga nog clean wir en jung wir. Jake en egen tid wohnt nu en vi och mother. And on the weekends sind sie hier and halten uns die Kirche hier. And so take it away, Jake. Van wat ik van deel smarts wil reden is hoopning. Hoopning brengt leven. So, in 2010, dan had ik mijn familie moeten via Mada moven. Via Mada is wie dan weer af, dat wordt immer beter. Aber wir tragen dort eine Wüste haben, mangt die Moskiten und da wir wenig, except drastig viel Sand. Some von einige Freunde haben uns da nicht all gejoint, die schaffen durch, so praise God for that. So, wo wir eindacht hatten, wenn wir haben getragen ist, da wir einen reinen Tag haben einen Plan abgestellt. Und dann tun wir den Plan, du sort wie alle mit einem Blatt oder mit einem Buch. Ich und meine Freunde an sich gingen helfen. Und dann haben wir durchgeschrieben, was ist das, was wir in Leben wollen. So, of course, dem Jahr und da konnte ich denken, was da abgeschrieben haben wir ein Piet. I want horses. Und ein Piet tickt never up, die fressen immer. Das sind so ihre Dinge. So, wer ein Piet hat, die weiten, die kicken never up. Die haben das immer. Und an San Joshua, ein Motorcycle. Meine Frau und Prima, die haben ein Haus gebaut, ein kleines Häuschen, ein Cabin, wo wir dann wollen bei wohnen. Und habe ich Albert angenommen, was ich graag die Flitte tun, um das daheim bringen. So, aber das war es. Wir hoffen für Dinge. Und meine Hoffnung, dass all das, was hier angehen wird, ist, meine Gedanken wie hier. Wo kann ich eine Arm kriegen? Und das zweite Jahr all. Wo kann ich eine Arm kriegen, dass ich genug Geld überholen, um diese Hoffnungs und diese Wünsche erfüllen? Like, das wäre meine Obligation, das wäre ich wir. Wo kann ich das tun? So, praise God, das Thema, wo wir so ein bisschen wiederkommen, aber in den Zeit, in der Season, habe ich ein Vers von Proverbs, Sprüche 13,12, nur so bekannt geworden zu mir.
Hope deferred makes a heart sick. Een hoopning, die vertraten dat, met een hart krank. It's like when du krank wordt, dat ik kan een hoopning, ik wil het zo hier doen, maar ik kan het niet doen. En dan valt ze man, waarom kan ik dat niet doen? Like, het is het meest kracht van krank worden dat we dort. But when the desire comes, like the tweede part van een farge, it's a tree of life. Wanneer we bij camp, wat we hopen hebben mogen, als een levensboom. Zodat als we al was hadden, kwam dat met alle uit. Dat wordt een levensboom. Dan moeten mensen zijn, kijken wat u aan kunt, dat rekenen voor wat ze hopen duiden. En die zijn beschäftigt. Mensen die gaan een levensboom aan zich baan. Pastor Jacob reed zo van, had je regent hier zo, wel. Er reed met mensen aan een dag van het regenen daar. Het meest krijgen dan woody baas. Die zijn schaftig, die zijn opgebracht, die zijn moutig. Bitte die van ons wat die rots aan de volvijf sneden. We kijken waarom dat hier moet regenen. But nevertheless, dat still een goede dag. So, we hopen alle voor something. So, we hopen voor gezondheid. We hopen dat onze kinderen worden safe zijn, ze worden gelukkig reizen. We hopen dat onze kinderen die worden God gaan, die worden God aannemen, die worden in God in de steps gaan. We hopen voor vrede. We denken zo in deze kleine wereld waar we wonen, hier is vrede. We hopen voor vrede. We hopen voor dingen in ons huis, like een dishwasher en verschillende dingen, wat dingen leichter meer aan doen. En we hopen dat een dag waar we Jezus zijn, ongezegd. Wenn dat voor de hoopning is. Einige mensen die worden wat de krank zijn, die blijven langer leven en blijven langer moedig, bloos voor een hoopning. Ik heb een hoopning dat een dag wordt het beter worden. Ik heb een hoopning dat een dag wordt je eruit kan. Ze krank zijn, maar ik heb een hoopning dat een dag wordt weer eruit komen. So het is interessant welke kracht van de hoopning is. We hier nog van deel nog, en ik hier van mijn grootmama hier samen, we kunnen bloos hopen. You can only hope. We weten niet als we nog maar een dag voor een hemel nemen kan, maar we kunnen allemaal hopen voor dat. Hoopning, dat woord hoopning is zeer krachtvol. Dat heeft zeer veel power aan zich. So, de hoopning, ik zei allemaal, ik word het niet belittling, niet klaar daarmee wat de handje redt van hoopning. Aber de hoopning is niet onze hoopning. Jezus Christus is onze hoopning. Aber du hast sehr viel Kraft en dat ben. Even Hiob in het Oude Testament Job, hij verloor alles wat hij had. Zijn habengoud, zijn familie, alles. En dan zei hij, mijn hoopning is in Jezus Christus, er aan God. Wat hij dat dan aandeed. Mijn hoopning is in God. Hij wordt mij daarvoor met dit. King David, hij zei, mijn hoopning is dat God en God alleen wordt mij door deze trouble daarvoor, wat ik heb met mijn vrienden. So hoopning is niet nu in de laatste 100 jaar wat de rietjes zijn, je was af er aangevangen. Du hast een hoopning aan wat we staan doen. So, als ik een christ word, als ik Jezus daar aanneem in mijn jeugdjaren, wie ik veel graag zou verbijzeld en mijn zinnen en de dingen wat ik doe. So, ik voel me hopeless. Het is wanneer ik hopeless ben. Ik leer mijn ouders aan veel en gezegd, voor den mensen, de mensen door Ramans, voor den jongens geen hoopning. So, hoopning brengt we zo veel en we brengen eenmaal zo luist op woord. Maar dat is een very, very powerful word. So, dat waar ik op eenmaal deze beide versen hier aanvang te leren. Er weer een dag waar ik zei, Jezus, ik ben zo leeg als ik kan worden. Ik wil... Het is interessant, wie man is maar ganz leeg worden en ganz verbruikt worden. En ganz in de eind komen dan zeggen we, oké, wo is Jezus? Niet zo? We hebben die dingen, we hebben dat ooit doen, wie wat doen zijn. However, mijn schik is anders. Ik weet dus oing en ik wist immer beter, like Fernando reden deed, ik wist dus kluk. Maar dan all of a sudden in Psalms 40 vers 1 en 2, dus zegt dat I waited patiently for the Lord, and he inclined to me and heard my cry. He also brought me out of the horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock and established my ways. Op die Psalms 40, 2 en 3. Ik leer geduldig naar den Herrn. En
Heute dann, der Herr dit bezig rauf en hield mich schreien. Hij trok mich uit dat gefährliche Loch en uit den Zoomfruit. En hij stal mir am Stein, wo ich sicher stund da. All was hadden, wenn wir mit Jesus zien, waar ik gaan doen, nam hij ons eruit. Ik voel me zo sterk. Dat er weer een dag, wo Jesus, wenn ich rauf in den Arm, hat seine Mäven zelfs abtrampelen en fout eraf. En raad me uit dat eruit. Dat is einfach, wat mij vallen dat uit de zin. Dan zei hij, ik ben voor die gestorven, ik ben de weg, ik ben die hoopning, ik wil die op deze stein opzetten en die was zeker goed gaan. On a solid rock, op een solid road. All of a sudden have we up something where we can stehen, wat de zeker is. We zijn Jezus als een stein, onze hoopning, a rock, where I can walk on, correct? So dat is maar wat ik kind wil looten van jou als 3 punten hier. Jesus Christus as the hoopning for deze wereld. It's very broad. However, Jesus Christus as the hoopning for deze wereld. Niet ons government, niet ons geld, niet onze dingen wat we hebben daar te be in onze wirtschaft en zo verder. En aan Jesus Christus as the hoopning voor onze familie. We denken aan zo, hoe worden we alle worden? Hoe worden we alle wiederkomen? Maar Jesus Christus as the hoopning voor onze familie. En dan, here's the one wat ik leid naar de pastor. As Jesus Christus as the hoopning for die. Dat wordt all of a sudden so personal. And Jesus Christus as the hoopning for me. So, thank you very much. God save you. All right, the next have we Albert Freys. We sind lange Weg al gegaan met Albert en Teresa Top hier in de kerk. Albert is een businessman, heeft ook een business om corridor. Hij heeft een trucking company. Hij heeft een truck, so hij kan gears en turbos en al die dingen. En hij heeft een passion voor deze kerk en voor wat de kerk kan yet. And the time is yours. Good morning. Ja, ik wil niet zeggen dat we als elders, we zijn vrienden en ons gaat dat schijnt hoop zijn en we gaan spoest hoop en we gaan gouden tijden hoop. Zo aan wie dat hier is dat alle hoop doen kan dat jaar ons bestaan schijnt. Ik weet niet ganz wo Jake kan wel, ik wil die bestaan zeggen, I get the last mic. So hij zei dat hij me zei, die je charged en dat is funny voor mij dat niet denken kon wanneer die weer betoeld hebben, maar ik weet der half. So dat geld dat zo lang voert, ik weet niet wat maar dat passiert is. Ik wil een klein van reden van beden en vertrouwen. Beden en vertrouwen. Voor mij is gebed wichtig, wanneer ik aan je deel met struggelen doe. Aber mir ist das wichtig und mir ist Vertrauen wichtig. Ich sehe einen Menschen, der leicht ohne Vertrauen hat, und wenn er breit dann noch eine Flasche abbühen. Vertrauen und beten. Paar Wochen 3 vor ich mit einem Freund taub und wir vertalten von unserer Welt, von unserem Lohn, von unserem System, was wir haben im Lohn. Und ich frage, jetzt in das Lohn ein Business anzufangen, wo die Kurs abrechtig ran, und wo die Reich ihr Judge war und wo die Reich verhandeln kannst. Was der Lothar redet nach meinen anderen Gehen und sagt, kann ich Transactions tun, kann ich Dinge tun in das Land, was der legal zu tun gehen, wo ich Support habe, wo ich nicht brauche, zu der Hänger der gehen, damit ich meine Dinge gedun stehen kann. Und die Gedanken, die bleiben mit mir satten und ich denke erst, wenn ich handle damit selbst. Und jeder ein von ihnen, der ein Business hat, ein Geschäft driven hat, oder auf dem Weg ist, schaffen dann, je haben das bejahend, wo je fragen, wo kann ich das legal tun, wo kann ich das abrechtig tun, jeder zu tun auf dem Weg, wo wir nicht brauchen zu der Hänger der Namen gehen, wo wir bis kann vorwärts gehen und dort tun. Und ich kam durch ein Gleichnis, was ich war mit Matt teilen. Und das ist ein Gleichnis, was Jesus zu seinen Jüngern sagt. Und das ist ein Gleichnis, was mich anschieren tut. Und gehen, nach Gott vertrauen und nach Umgehen verruht. Lukas Kapitel 18 von 1 bis 3 auch. Jesus sagt seine Jünger durch ein Gleichnis, dass sie immer beten sollen und nicht mutlos werden.
Hij zei, en einige Wasser steht, wie ein Rechter, der Gott nicht fürcht und keine Menschen achten deut. Dat hier sich meistens, wenn Jesus dort wird haben kann, von der zu uns vertellen. Ich sehe bloß erstaunt, wo die Bibel von 2003 geschrieben ist und Jesus verteilt hat und Dingen von geredet hat. Und wenn wir die von der lesen, dort ist es, wenn dort von der gesagt ist, und das passt in unsere Situation, von der nach Kraxi geht nach, dass es dann deut. Du wir auch eine Früh in der Stadt, der immer war nach Amtsheim in Prag hat, dort soll halten von ihren jener loszukommen. So ich weiß nicht, was die Situation wir, aber was das hier sein, das ist diese Früh, die wir sehr unholend. Diese wird Früh, die fehlt halb, und die wir sehr unholend, und die kam immer weiter drei und immer weiter drei. Und er lässt sich lang kreuen, aber seht schließlich zu sich selbst, wenn er Gott nicht fürcht und Menschen nicht auch, aber weil diese wird früh so umher ist, wo ich zu reich verhalten, dort mir dort nicht zu laat mit in Öland wird. Dann seht der Herr, horch, was das euer Rechter sagt. Das sind wieder, was Jesus sagt zu seinen Jüngern. Das ist rot geschrieben in der Bibel, wenn wir das lesen. Wir haben ein paar Weg 3 Botschaften von roten Lettern. Und das sind some von die. Jesus sagt, bleibt unholend. Diese Witwe, die bleibt unholend in der Bett. Und die prachat, but die euer Rechter, halten die das Recht zu kriegen. Und dann geht es wieder und sagt, und soll Gott nicht seine Ausgewählte, die zu und soll Gott nicht seine Ausgewählte zu reich verhalten, die am Tag nach unholen, und was er sich nicht lang prachen lassen, ich sage Ihnen, dass er wird sehr bald zu reich verhalten worden. Jesus sagt, wenn wir wollen ankommen und wir beten wollen und wir unholend wollen bleiben, dann wird er uns halten. Er wird uns so mehr Fuß halten. Das mehr Fuß, du fragen wir uns nochmal nur, wie lang ist die Zeit? Wann ist mehr Fuß? Wenn wir Deutsche sind, einfach ein bisschen sagen, wir wollen das nu und wir wollen das Fuß. Und dort, wo wir fertig im Trouble ran, bei uns selbst, wenn wir die Dinge tabu sich wollen und sind wir nicht geduldig genug, zum Gott halten lassen. Er sagt, ich werde halten und ich werde mehr Fuß halten. So dann ist meine Frau, wenn ich im Business gehe und ich Entscheidungen merken und ich Dinge lut ich Gott halten. Aber sehe ich so busig, dass ich das alle von der Jedun stehen und nie Jedun stehen, dass ich gleich war, in Rambach gehe, und der hinter der, wo uns war immer, dass ich nu kann tun. Aber habe ich Geduld, zum Gott luten schaffen. Frau ich Gott eine halb. Aber frau ich Gott bloß eine halb, wenn ich ganz und eng sehe und ich kein wahr rüt kann. Fange ich meine Pluns an mit Gott taub. Frau ich von Anfang an, bei uns war ich so, ich das tun. Wir hier den Grutz von Weisheit. Frau ich, sehe ich eine Gott seine Weisheit. Frau ich Gott eine halb. Bete ich, nehme ich einfach Zeit, zum von Dingen beten, weil ich erst Frieden habe, die Dinge anzufangen. Aber hauptsächlich bloß von und so wird da durchkommen. Und ich glaube, ich kann alle sagen, wir sind am Bad siegen gewesen. Ich würde keine Geschichten vertellen, wo ich Dinge durchgebet und ich ganz im Frieden von ging. Und ich würde keine Geschichten vertellen, wo ich einfach die tabu sicher war und wo gehabt habe. Und ich muss eine Schule lernen dadurch. So vertraut Gott. Nehmt Zeit zum Beten, nehmt Zeit zum die Dinge durchbeten. Gott sagt, er wird halten. Und Vers 8, das letzte Part, du sagst das, aber wann er wird zurückkommen, wird er glauben fängen auf diese Erde. Und ich glaube, es haben die sollst du da persönlich fragen. Wenn Gott zurückkommt, oder wenn du Gott begegnen wirst, wird er glauben fängen, dass
die wirst geduldig, die wirst glauben, die hältst an. Und die wirst beständig. Römer, Kapitel 12, Vers 19, als ein bisschen eine andere sieht von das Bild. In diesem Vers habe ich mich 14 Jahre gelesen, in den letzten Jahren, wenn ich sehe, der Situation ist gegangen im Business, wo ich bloß so viel ist, wo ist der Rechter, was der Rechten tät. Woran sehe ich in der Situation ist, und wenn ich durchstärkt war sein, dann fällt mir so, nie wollen wir mal mit Rach üben, und nie wollen wir mal drei Toolen, dass die mal wollen weiten, wo sich das fällt, an der Arrechte sieht sein. Oder an der sieht sein, wo wir Arrechte recht stehen. Und ich will die Mutter sprechen, wenn ihr in der Situation seid, diesen Vers zu lesen und dann bloß einfach in Gott seine Hände zu lassen. Der sagt es das. Du niemals Rach üben, liebe Freunde. Jaft Gott sein euer Ruhm dazu. Weil dort steht geschrieben, Rach üben als meine Sache. Ich war drei Toolen, sagt der Herr. Weißt du, wenn wir euch gerecht worden sind und wir nicht unseren Wahrheit gekriegt haben, und wir einfach bloß können gehen looten und sagen, Gott, kann man die dort. Ich will nicht mit dort dealen, ich will nicht den Menschen drei tun, wir wollen die looten, du mit handeln, wenn ich auch euch verhandelt sie und nicht mir so viel, als sie auch euch verhandelt. Weil wir dort looten ab Gott. Weil die mit 3 Gedanken looten, was die kann im Denk holen. Was hij Glauben fing und Vertrauen fing in Jünd. In mir. Kann ich Dinge einfach bloß gut looten und den Gott seine Hände geben. Der letzte, den habe ich mir 14 gesagt, der letzte Zeit, und dort ist, sie erkennen Port von der Corruption rum mir, von der Korruption, oder sie erkennen Port von der Solution. Strebe ich dafür, dass Dinge wollen reich gehen. Und ich weiß, wir würden da lang von reden können, aber dann freue ich mich, wenn wir alle würden sagen, weißt du was, von nie wieder, als mir das lohnt, was mir das Zeit kostet, aber ich wollte Dinge reich tun. Was für ein Impact würde das looten in unserer Umgebung? So bist du ein Part von der Solution oder bist du ein Part von der Corruption? Das ist ein sehr guter Moot Sindach. Das ist, was Moot Sindach ist. Wir hören von verschiedenen Rednern, das gibt uns Mut. Und so Dankeschön unsere Elders für ihr Leid von den Heiligen Jesus. Ihr Leid nicht bis hier von der Samaris, aber für die Kirchhalten Leiden. Mir ist es interessant, dass die Elders, die haben nicht top geredet, was ihre Botschaft wird sein. Ich sehe bis dahin, die können reden, was immer an ihnen hart ist. Und wir haben hier von Weisheit, dass wir nicht, wo uns Klick ja abstahlen ist Gott, dass wir nur Gott gehen. Wir haben hier von, was Hoffnung ist in uns Leben, dass wir Vision haben für uns Leben. Und dass Jesus ist die Hoffnung. Und wir haben hier von Beten und Gott vertrauen. Ich glaube, der Apostel sei ein Fan taub. Und so ich freue mich, dass ihr abstehen, wir wollen ein Lied taub singen. Tim dat alle einmal ein bisschen taub nehmen hier von der Samaris. Und das Lied, das ist, it's all about you, Jesus. Das handelt sich alles um die, Jesus. Alles, was wir tun. Und so weil wir Jesus die Ehe geben, was am Traf von der Samaris. It's all about him. Weil wir am Ehren und am Hilfe geben.